Das Liedli heisst das Liedli vom 7. Februar. Und das Liedli soll die Gefühlslage am letzten Arbeitstag vor dieser Abstimmung beschreiben. Nicht schnell, sonst habe ich keine Chance. Ich bin ein guter Schweizer, bin zwar geschieden schon 4 Jahre und zahle Haufen Unterhalt, darum kommt's mir länger vor. Ich bin nicht gescheit, doch flüssig und sehr gern inkognito. Ich habe meine eigene Meinung und erkläre euch jetzt wieso. Heute Morgen auf dem Voltaplatz im Stand im Stau, hey jo, da hat mir so eine Böscher Wackis prompt den Vortritt genommen. 10 Meter weiter vorne hat, ich has noch fast gesehen, sich ein aus Lörrach reindruckt, am Sonntag stimme ich ja. Und weg so Leute komm ich jetzt auch noch die Sport im Büro an. Der Chef halt typisch Schwab scheint für das kein Verständnis haben. Drum hat er auch seinen Zusammenschiss auf Hochdeutsch rausgelassen. Und das die Woche das 5. Mal am Sonntag stimme ich ja. Dann bin ich auf einem klaren Platz und denk von mir, oh je, an jedem Ecke habe ich dort eine Frau mit Burka gesehen. Da weisst nie, was die drunter haben, sie haben's nie rausgenommen. Im Grunde genommen ist's mir scheissegal, am Sonntag stimme ich ja. Zum Mittag habe ich nicht viel Geld, denn ich verdiene ja nichts. Der Bossig scheint ein Expert und gibt's lieber seinen Leuten. Drum gibt's wahrscheinlich einen Döner, denn genug Läden stehen ja da. Statt Kalbsbratwurst mit Rösti, am Sonntag stimme ich ja. Ich will mich weiterbilden und schalte drum den Fernseher ein. Und sehe in Afrika, da gibt's noch keine Demokratie. Die sollen uns als Vorbild nehmen und über die Bücher gehen. Für das müssen die daheim sein, am Sonntag stimme ich ja. Blockst die Leute gegen Schütz statt Strophen, sondern Setting allemal, wo ein mit meinen Steuern gemütlich umreisen kann. Drum darf der Carlos zu Holland in ein Wellness-Weekend gehen. Dem gehört doch eins an die Ohren und am Sonntag stimme ich ja. Wird noch schlimm? Am Samstag ist ein Fußballmatch, da gebe ich einem aufs Maul. Denn gegnerische Fans und deutsche Fußballer sind schwul. Das ist doch für den Sport nicht gut, man sollte das unterlassen. Ich bin zwar tolerant, aber am Sonntag stimme ich ja. Ich spiel verrückt gern Lotto, aber gewonnen habe ich nie. Drum werden die im Fernsehen meine Zahlen jetzt bald ziehen. Dann wandere ich grad sofort aus, das habt ihr halt davon. Als Auslandschweizer stimme ich dann von Thailand aus mit Ja. Bei 50,3% hat's Volk halt immer recht. Warum du stimmst, das ist egal, sei's Furcht oder nach Geschlecht. Nur es wird helfen, würdest im Vorfeld etwas von der Sache verstehen. Sonst sollst der Zettel statt in Turnen Tschissi abelassen. Schöne Fasnacht miteinander!